Wo das Gehirn ist, wissen wir ja. Das ist auf der Veranstaltung. Schrauben werden wir wahrscheinlich von Frankie kriegen. Und die Frauenleiche müssen wir uns noch suchen. Können wir denn mit der Spirale? Das klappt nicht. Nix machen. So, jetzt schauen wir nochmal mit dem Smart Affe. Vielleicht kann der auch noch irgendwas richten. Hallo, Tag. Deine Mutter, Meister. Nur für den Fall. Hallo, Herr Dr. Ibanenstein. Wie laufen denn die Experimente? Wenn ich ehrlich bin, so lala. Ich habe alles vorbereitet, aber bis ich nicht alles habe, was ich brauche, kann ich nicht anfangen. Haben Sie Verwandte, die auch Dr. Irgendwas Stein heißen? Aber klar, Viktor von Frankenstein ist mein Vetter ersten Grades. Sind alle in Ihrer Familie verrückte Wissenschaftler? Selbstverständlich, schon in der 3. Generation. Unser Großvater war ein verrückter Wissenschaftler, unsere Väter waren verrückte Wissenschaftler und wir sind verrückte Wissenschaftler. Und wenn alles gut geht, werden unsere Nachkommen auch verrückte Wissenschaftler. Und woher kommt diese Besessenheit für das Forschen in Ihrer Familie? Die ist genetisch bedingt. Schon als Kind war ich davon besessen, etwas zu schaffen. Einer Figur Leben einzuhauchen, die bei allen Bewunderung auslöst. Und warum das? Wegen der Tantiemen natürlich. Können Sie sich vorstellen, wie viel ich mit Urheberrechten verdienen kann? Merkwürdig. Jetzt, da Sie es sagen, erinnern Sie mich an jemanden. Wie war noch Ihr voller Name? Francisco von Ibanenstein. Das hatte ich mir gedacht. Dann gehe ich jetzt mal. Auf Wiedersehen. Okay, jetzt schauen wir uns ein bisschen um, ob wir eine Frauenleiche irgendwie finden. So, da haben wir nämlich auch noch ein Tier. Ach, da können wir auch da rum. Ja, dann hat sie das eigentlich erledigt. Heute, wir haben einen Schlüssel. Können wir den da ausprobieren? Geht sogar. Sag bloß, Graf Dracula. Wer? Welche Freude! Ich bin nämlich Ihr größter Fan. Ich kenne alle Ihre Filme auswendig, sogar die schlechten aus den 70er Jahren. Die Rache des Dr. Fu Manchu, Dracula 1970, einfach alle. Ich bin so glücklich. Ich habe mir immer gewünscht, Sie kennenzulernen. Ach, hören Sie auf! Fürchten sollen Sie sich. Ich bedrohe Sie gerade. Wie? Ah, Entschuldigung. Ich habe Angst. Besser so. Lassen Sie es gut sein. Die Zeit geht eben nicht spurlos an uns vorbei. Sie werden unsterblich sein, hieß es. Ja, danke schön. Ja, da haben wir einen Graf Dracula. Allerdings hat schon die Zeit an ihm genagt. Ein erfreulicher Anblick, muss ich sagen. Nada, geht nicht. Der ist ausgeschaltet. Nein, es läuft nichts Interessantes. Für dritte Zähne sind Sie recht gut gepflegt. Ja, können wir ihm die mit wegnehmen? Wie geht es Ihnen, Graf? Können Sie mir ein Autogramm geben? Nein, junger Mann, ich gebe keine Autogramme. Ich bringe Leute um. Hören Sie, ich bin Agent. Das bedeutet, dass ich auch eine Lizenz zum Töten habe. Geben Sie also nicht damit an. Ehrlich? Naja, nicht ganz. Eigentlich überhaupt nicht. Das ist eher James Bond. Bei der TIA gibt man uns nur die Lizenz, die Erfindungen von Bacterius zu probieren. Reflexiv, aber dasselbe. Ich hatte gehört, dass Vampire auf ewig jung bleiben. Das hatte man mir versprochen. Aber sehen Sie mich an. Taufrisch sehe ich bestimmt nicht aus. Wenn ich ehrlich bin, Angst jagen Sie niemanden ein. Statt wegzulaufen, möchte man Sie ins Heim abschieben. Sehr witzig, dass ich dich lache. Aber ich bin einen Pakt mit dem Teufel eingegangen, um ewig jung zu bleiben.
und der Mistkerl hat mich über den Tisch gezogen. Was haben Sie denn erwartet? Wenn man einen Pakt mit jemandem eingeht, dem nicht zu trauen ist, kann man doch nur betrogen werden. Jetzt bin ich auch schlauer. Und trinken Sie kein Blut mehr? Aber nein, ich trage jetzt ein Gebiss und damit geht es nicht. Und ich habe solchen Durst. Vampir zu sein macht absolut keinen Spaß. Früher hat mir mal wenigstens mein Diener Blut im Glas mit Strohhalm serviert, damit ich es trinken konnte. Aber seit er gestorben ist er sehr schweigsam geworden und bringt mir gar nichts mehr. Bis bald, Graf D. Ja, sofort etwas traurig, wie der Dracula verkommen ist. Kann er denn das Glasl nehmen? Hier haben Sie ein Glas Blut, Graf D. Vielen, vielen Dank. Aber ich habe nicht die Kraft, um aus dem Glas zu trinken. Könnten Sie mir nicht einen Strohhalm organisieren? Ich werde hier noch zum Altenpfleger. Für dritte Zähne sind Sie recht gut gepflegt. Und wozu sollte ich eine benutzte Zahnprothese gebrauchen können? Diese Erzählungen über Untote jagen mir kalte Schauer über den Rücken. Hör bloß auf, ich kriege Panik. Da drin ist mehr Luft als in Freds Kopf. Lieber nicht. Wer weiß, wer das Endstück sonst so im Mund gehabt hat. Ach so, jetzt haben wir das Glasl nicht mehr drin. Nicht? Kriegen wir das wieder, oder? Jetzt, wenn wir mit dem Kleber dahinter gingen. Hallo? Zittersterblicher. Ich werde dir das Blut aussaugen. Meinetwegen, tun Sie sich keinen Zwang an. Soweit es nur ums Blut geht, meine ich. Oha, das ist aber anstrengend in meinem Alter. Warum habe ich bloß jemals unterschrieben, dass ich unsterblich sein wollte? Mist. Sie wissen schon, es kann nur einen geben. Oh, entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit. Ich bin Graf Dracula. Haben Sie Graf Dracula gesagt? Das wunderbare klassische Grafik-Adventure von Alcachofa Soft aus dem Jahre 1995? Sind Sie der Dracula? Höchstpersönlich? Nein, Dracula, nicht Dracula. Ach so, wäre ja auch ziemlich offensichtliche Schleichwerbung gewesen. Geschmacklos. So, können wir vielleicht die Spirale geben als Strohhalm? Hier, benutzen Sie die Spirale als Strohhalm. Vielen Dank. Gleich geht es mir besser. Trinken Sie nicht? Doch, sobald Sie weg sind. Ich trinke ungern vor Fremden. Außer natürlich, ich trinke deren Blut. Entschuldigen Sie, Graf D. Ja, was wollen Sie? Gehört das Schloss Ihnen? Ja klar. Zumindest steht es so im Vertrag. Sie müssen Geld wie Heu haben. So ein Schloss gibt's doch nicht gerade im Sonderangebot. Ach was, es war überhaupt kein Problem, es zu kaufen. Ich habe es in Raten bezahlt. 1342 Raten, um genau zu sein. Wenn man unsterblich ist, gewähren sie einem sehr, sehr lange Hypothekenlaufzeiten. Sowas? Ich dachte immer, Sie seien reich. Das wäre ich schon gerne. Aber nein, ich bin es nicht. Aber ein Vampir, der nicht in einem finsteren, dunklen Schloss wohnt, wird von keinem ernst genommen. Können Sie sich vorstellen, dass ich in einer modernen Villa im Regierungsviertel wohne oder in einem Reihenendhaus in Hannover Mitte? Hätten Sie dann Angst vor mir? Wenn Sie so fragen, in dem Fall vielleicht doch. Wozu haben Sie denn einen Spiegel aufgehängt, wenn Sie sich gar nicht drin sehen können? Mein Innenarchitekt war nicht umzustimmen. Er sagte, damit würden die Zimmer größer aussehen. Darf ich das haben? Nehmen Sie nur, wenn Sie wollen. Mir ist es egal. Dann bedanke ich mich.
Ach so, wir haben den Spiegel gekriegt. Gut. Und beim Dracula, glaube ich, können wir jetzt nicht mehr machen. Wie wäre es jetzt, wenn wir den Spiegel dem zorn? Nana. Geht nicht. Geht nicht. Völlig sinnlos. Ich glaube, wir sind da erinnert fürs erste fertig. Wir brauchen nur eine Frauenleiche. Die werden wir wahrscheinlich am Friedhof kriegen. Würde jetzt einfach mal so sagen, aber... Da sehe ich irgendwie gar nichts, wo wir anklicken können. Vielleicht gehen wir noch mal... Gehabt haben wir nichts gesehen. Oder können wir mit... Jetzt muss ich noch mal zurückgehen. Mit dem Fotoapparat da erinnert irgendwas anstehen. Halt. Nichts. Moment einmal. Mit den Gummihandschuhen. Das klappt nicht. Achso, geht da nicht. Nana. Geht nicht. Völlig sinnlos. Sobald ich was Erwähnenswertes sehe, sage ich Bescheid. Nichts. Nix sehe. Gut. Tja, dann gehen wir mal zurück in das Motel. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Affi können wir nicht. Können wir eben den Spiegel sagen? Das klappt nicht. Oder einen Jason? Nana. Geht nicht. Vielleicht braucht er Bettlaken? Völlig sinnlos. Kombinieren können wir es nicht. Mal ein bisschen alles so durchprobieren. Vielleicht passiert irgendwas. Wir haben den 4. Es ist der St. Ferminstag, dem Schutzpatron der Toten gewidmet. Nichts. Können wir da herin den Spiegel irgendwo verwenden? Das klappt nicht. Nana. Geht nicht. Völlig sinnlos. Nichts. Nix sehe. Wie schaut es denn aus mit dem Fotoapparat? Das klappt nicht. Nana. Geht nicht. Völlig sinnlos. Tja. Jetzt haben wir schon wieder fast ein Problem und hängen fest. Da die sagen, Nichts. Das klappt nicht. Der sieht nun wirklich aus wie ein verrücktes Huhn. Guten Tag. Haben Sie ein Zimmer frei? Ha, Sie haben Glück. Ich habe noch eins frei. Sie werden sehen, es hat eine wunderbare Dusche mit Whirlpool. Moment mal. Haben Sie Dusche gesagt? Ja, sie ist wirklich wunderschön. Nein. gut, das kennen wir schon, ist sie? Bis bald. Hallo, Tag. Wie läuft's denn so? Ja, nicht schlecht. Wie geht es Ihnen? Also, dann bis bald. Tja, jetzt hängen wir irgendwie
wirklich fest im Wald können wir nicht. In die Elm Street. Jetzt haben wir da drin, glaube ich, nichts mehr gehabt. Ehrlich gesagt, ich wollte schon seit einer Weile schlafen. Ich bin todmüde. Fred! Wo bist du, mein Süßer? Fred! Wo bist du? Ah, sie kommt mich holen! Hilfe! Gut, jetzt haben wir wieder in den Albtraum. Meine Güte, die passt ja gar nicht mehr aufs Bild. Na, ich probiere es trotzdem. Fertig. Jetzt warten wir ein paar Sekunden und... Express-Filmentwicklung. Diese Träume haben durchaus Vorteile. Ach so, jetzt haben wir Battle gemacht. Ich habe noch nie etwas Schrecklicheres getan. Können wir das irgendwie... Nicht. Heute und jetzt? Hä? Jetzt geht's nimmer weiter. Vielleicht sollte man mit dem Smart umgehen. Und dann klemmen wir wieder aufwecken. Fred! Wach auf! Wach auf, du Penner! Beruhige dich, Fred. Was ist denn los? Du hast mich geweckt, Jeff. Gott sei Dank. Das war furchtbar. Ein Albtraum, nicht wahr? Ein Albtraum? Die Mutter aller Albträume. Ophelia hat mich überall hin verfolgt und ich konnte sie nicht abschütteln. Es war grauenhaft. Naja, jetzt ist es jedenfalls vorbei. Du hast dich, sagen wir, von einer schweren Last befreit. Das kannst du laut sagen. Gut, das Battle haben wir noch. Gut. So, jetzt haben wir erst einmal heute speichern. Und zwar da herum.